Abend bei Dickrich TV, Haut vom Chantier. Wir sind hier an dem früheren Hotel Beau Séjour auf der Esplanade, die nur zu einer Zeit schon komplett renoviert wird. An ein paar Monate nämlich, da soll hier ein ganz neues Hotel abgehen, den dann den Esplanade drohen dürft. Für den Dauerwert davon konnte ich schon den letzten Monat sich eine kleine Idee machen. Da nämlich hat ein Restaurant vom Haus schon Singtieren abgemacht. Bonjour, je m'appelle Fred, je suis le nouvel exploitant de l'ancien hôtel Beau Séjour à Diekirch, qui s'appelle désormais l'Esplanade Hôtel. Le restaurant s'appelle le Restaurant La Fondue, on se trouve sur l'Esplanade à Diekirch, au numéro 12. On vous propose toute une carte autour des fondus, donc tout ce qui est fondu à la viande, fondu au fromage, fondu au poisson, et même pour les végétariens, on a même une fondue végétarienne à base de légumes et de bouillon de légumes. On a refait un peu toute la déco du restaurant et en l'occurrence la pièce maîtresse de la maison qui se trouve derrière moi, la cave à vin, où en fait on propose à nos clients, une fois qu'ils ont choisi leur plat, de se lever et d'aller chercher comme à la maison leur bouteille de vin dans la cave à vin directement. Le thème de la déco, comme on le voit autour de moi, c'est le bois, l'esprit chalet, l'esprit fondu. C'est très chaleureux. Toute la déco est recherchée autour de pièces vraiment authentiques, des pièces de décoration pour vous proposer quelque chose de vraiment authentique. On est ravis de vous accueillir dans ce nouveau restaurant à Diekirch. Je suis moi-même déjà propriétaire d'un restaurant à Ettelbruck et voilà, le challenge, malgré un peu la situation actuelle, c'est de proposer à nos clients de passer un moment agréable et puis loin de tous les tracas quotidiens. On vous accueille avec grand plaisir, on vous attend et à très bientôt j'espère. Direkt vis-à-vis vom Restaurant La Fondue ist für uns BD eng einer ganz interessante Adresse abgegangen. Die Geschichtenerzählerin Pottilotti hat also schon am Sommer angekündigt, dass sie sich Weltheit zu Diekirch näher lassen. Aber das ist geschieht, und zwar am Geschichtecafé, Bonds innen, Bonds oben. Ein Café littéraire für Kanner. So präsentiert sich das Projekt von Charlotte Reuter auf der Nummer 5 auf der Esplanade. Am Fangehall ist es aber viel mehr wie das. Das wird Philosophin und Geschichtenerzählerin Dozent der letzten Woche anbietet, als ein ganzes Haus für die Fantasie zu regen und dabei auch noch etwas Gutes zu trinken und zu essen. Die Idee ist, kann man sich etwas Gutes, am liebsten Bio, Lokalprodukt holen, für zu essen und für zu trinken. Und dann kann man sich auf die verschiedenen Räumlichkeiten zurückziehen. Das heißt, hier zum Beispiel den Pottilotti sein Salon, ein bisschen schick. Wir haben auch einen flotten großen Tisch, wo ich Gesellschaftsspieler spielen kann. Und dann haben wir auch noch auf diesem Stock den Butzensaal. Das ist für die vielen kleinen Visiteuren, die kommen, die sich dann da wohlfühlen. Am Stock drüber finden dann zwei Lehrsäle, wo man sich nicht nur für zu lesen zurückziehen kann, aber vor längem auch nach Sinne soll stimuliert gehen, für noch besser an eine andere Welt versetzt zu gehen. Am Bonsinnen, Bonds oben sollen sich das können rund um ein Buch oder ein Spiel auf 3 Stück verteilt, so richtig gemütlich machen. Extra bezahlen muss ich dafür nicht. Der Tisch funktioniert so wie Kaffee, sind in den Konsumationen. Und die anderen Aktivitäten, die sind dann ab Herz zu bezahlen. Sie wird eine Geschichte kost, die bezahlt in der Sonne. Wir am ganzen Haus sind aber auch genug Sachen eigentlich, dass die nicht muss eine Geschichte kosten und sich obligiert, viele für so einen zu holen. Also den Accès und Bücher ist immer gratis. Den Accès an die Bibliothek, an die Taschenbibliothek ist gratis. Kiew, Bücher, die da immer stehen, die kann alle Menschen holen, da gibt es kein Supplement zu bezahlen. De Bonsinnen Bonds oben richtet sich an Kanner von 2 bis 12 Jahren an Eltern, besonders die mit kleinen Kanner, die halt Gelegenheit kriegen, ihre Kanner auf flottem Environnement eine Geschichte für zu lesen. Der Café littéraire versteht sich nämlich auf keinen Fall als Crèche. Stellen die Leute auch zur Verfügung, das, was hier Kanner brauchen, für nur die Geschichte sozusagen zu vererbechten. Dort sind zum Beispiel kleine Steine, die ich kann holen für die Personagen an der Geschichte oder Hölzer Manager oder vielleicht auch einfach Playmobil-Menschen. Es geht einfach darum, dass
Mam dem Kant abs liest, am Kant spielt der Mam de Notgeschichte zurück. Sie soll en ganz interaktiven Austausch sinn von den se Zeit zu Summe verbringt. An dobei wird heider noch immer mal nächste Personage Portillotti optauchen. Donieft sollen eng Partyaktivitäten für die Großkanner aufgehalten gehen, Schreifatelieren zum Beispiel oder Bischerkluppen. De Bonsinne Bonsuwe soll einfach ein Treffpunkt für auf Wurseliersrate gehen, die drei Moyes an 2 verschiedene Sprachgruppen zusammenfassen können. Dieser Kaffee dürft dem nun nicht nur für eine gute Lektüre, sondern auch noch für viel Gespräch sorgen. Ich hoffe wirklich, dass doch in Lokal gibt, wo Eltern, die vielleicht daheim sind, an Kontakt sind, weil sie auch am Congé parental sind oder am Congé Maternité, dass das ihnen in Espace gibt, wo sie auch können Leute treffen an einer Zeit, die aber nicht immer so einfach für die Frieden als zu verwalten, dass das ein Lokal gibt, wo ich einer Mammen treffen an einer Papa. Covid-bedingt sollte Bons Innenbonsuwen für den Ufang aber Monat zeitlich limitiert sein, an zu konsumieren geht es im Moment auch noch nicht. Trotzdem kann ich schon losen, dass das der Kaffee wie kein anderen am Land wird gehen. Den kreativen Dekor, den kann ich übrigens auch kaufen, damit sollen dann die Aktivitäten vom Haus finanziert gehen. Also geht der nächste Weekend ruhig mal losen. Für uns 2D konnte übrigens auch die neue gemeinsame Ausstellung vom Militärmuseum vom Geschichtsmuseum zu Dickrich abgehen. Als zu schlauen Dörfer soll ja die Zeit von der Rekonstruktion um den Zweiten Weltkrieg herumgehen. Lang und aufwendig waren die Recherchen dafür, die letzte Woche aber endlich konnte alles en place gesagt gehen. In 2019 schon hatten de Benoit Niederkorn vom Militärmuseum und Karin Walter vom Geschichtsmuseum mit ihrer Recherche für ihr gemeinsamen Expo als zur Schluen Dörfer angefangen. Anfang Dezember 2020 da konnte alles fertig abgerichtet gehen. Wir wollten dazwischen schon eine Armee abmachen. Ja, und du war aber noch alles durch den Lockdown hinfällig gehen. Und da haben wir da ein bisschen später abgemacht, was nicht verkehrt ist. Weil das tut einem dann einfach ein Ruhelos für Recherche zu machen, für nach Sachen Not zu sichern. Am Endeffekt versuche ich immer, das gut zu sehen, war die Sache ganz gut ausgegangen. Heute sind wir die Responsable von der Expo bei der Mise en place an der Laurentiuskirche, wo ihr besonders die Dickrischer Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg soll belicht gehen. An zu erzählen geht es dabei so manches. Tatsächlich sind bei der Recherche viele interessante geschichtliche Informationen und noch Geschichten zusammengekommen, die an Interviews mit Zeitzeugen festgehalten wurden. Zu den Interviewen, das war immens flott, das war auch nicht ganz einfach, wenn es Corona-Zeit ist, da waren wir auch froh, für ein bisschen Luft zu holen. Und ich muss sagen, die Leute waren so live und war so flott, für Martinen zu schwatzen. Und wir haben die Sachen empfangen, ganz modern abgeholt, und zwar einen QR-Code. Das heißt, auch die Leute, die die Ausstellung gucken kommen, können das ganz gerecht zu dieser Zeit machen. Sie holen ihren eigenen Handy, sie geben den QR-Code und da können sie das noch lauschen. Besonders für die Dickrischer dürfte das Expo also zu mundflotten Erinnerungen und aber auch Entdeckungen feiern von Tatsachen, die sie so noch nicht kann tun. Auch wenn zur Zeit kein Visite-Guidé stattfanden, so können sich an dieser Expo darauf gemütlich an den Zeitdruck 70 Jahre zurückversetzen lassen. Am Militärmuseum verdems gëtt die ganze Zeit von der Rekonstruktion wie national belicht. Zeiten um Krieg hat viele Facetten, der Retour von den Leuten, die am Krieg am Einsatz oder auf der Flucht waren, Versuchung von der Population, deren müsse garantiert gehen, den Deminage und so weiter. Für allem aber kann in am Militärmuseum die originale Maquette von der ersten Basilika bewundern, die symbolisch für den von der Rekonstruktionszeit steht. Von 5 Stunden neu angewiesen gehen, das war dann die Zeit, wo gesagt gehen, dass die Rekonstruktion als fertig, auch wenn man am Landschaftsbild gesehen hat,
dat dat net der Fall wär. méi allng nëmme schon wo décidéiert ginn ass dat den Objet fair ass fir d'Ausstellung, well hunn emcht Market davon herëmfondern. Dat ist original Market wie 1947 der Staatsarchitekt eben wollt präsentéiere, wie se giffen ganz Basilikarum neu opbauen. An die hummer e bewirtwirtlech Speicher vum Pasteur zuerst an Rëmfond an de wär wirklich ganz houfrer Stober ist dat zur Verfügung zu stellen, an das wégsche Flotten op. Awer och sos huet den am Militärmusee vill Interessantes iwwer die ganz Period vu 44 bis 60 zu entdecken. Kann hin se Joch so richtig an d'Atmosphär vun der Zeit erfillen, die ganze Kipe aus dem Militärmusee hast du immer mat Herzer Seel am Ersatz fir richtig klein Kulissen herzustellen, die eng noch oni Visitgidee e flotten Abblick an d'Nokrichszeit hai am Land ginn. Mei ginn natürlich auch de weh, dat man probéieren Sach méi publik im Internet ze fir die Leute, die net kënner hinnerkommen. Dat hecht mir machen auf Facebook eng ganz Serie immer mat verschiedenen Artikeln iwwer Dobchen, iwwer Dokumente oder auch einfach iwwer Interviewen vun de Leute, die dat nach Mader lief hunn. Bis hin zu dat mo iwwer gin eben eng ganz Bildgalerie anzurichten. Den Sache kann wirklich si gucken, bis hin eben wie mat eben noch an der Erstellung also an der Kirch gesinn hunn, bei dem mat QR-Code ne schafft an den sech Videoen NRW kann am Fong Europalöden. Also ëmmer mal lees op der Facebook-Seite vum Militärmusee rallossen, gëtt an noch gekënnecht, wannm sollten Visitgidee méiglech sinn. Die ganz Expo dauert jo schließlich nach bis de September 2021. Ja, beimer du as lo den Organist ha vun Dickrech an noch aus der Philharmonie, den Maurice Clement. Guten Abend. Guten Abend. Ja, mat der Kultur du war lo a letzter Zeit e bisssen roueg kind, ich mein Textbo gesinn, déi konnte nach Firo laufen, Konzert war kein. Du musst dich aber trotzdem net tre gelecht an relaxéierter. Bei effektiv Konzern, die sie mir dürftig gin die Lechtzeit mé Kultur de Mënsch, den Artist und sech, die lief jo weiter an de pulséiert weiter kulturell, och van sech Manner ka weisen an dofir as auch Zeit für CDen oder neue Opnahmen auf die Marche zu bringen an dat hun ich gemacht. Die letzten CD, die wir rausgebracht haben, das war für 2 Jahre, das war den Disc Confiance, den wir heute zu Dickrich abgeholt haben, auf der neue Urgel, an dem muss also doch drin gehen, für mit den CD die neue Klangfarben, all die Möglichkeiten, die das Instrument mitzuspringen, zu weisen. An den neuen CD, den am November rauskommt, den habe ich nicht lange gemacht, mit einem ganz guten Kollegen, mit Adam Rixer, den Solotrompetist das am OPL. Und das ganz heißt Spiritual? Das ganz heißt Spiritual Quest. Und ursprünglich hatten wir auch volles den CD halt zu Dickrich abzuholen. Und das ist aber nur zusammen gefallen mit dem Anniversaire von der Philharmonie und dem Anniversaire von der Urgel von der Philharmonie, 15 Jahre. Und da haben wir gedacht, wenn wir alle zwei auch ein Bein an der Philharmonie haben, hin als Trompetist am Orchester, nicht als Organist, machen wir dann in der Philharmonie. Du kannst nicht zwei, aber ganz geschwind schon halt zu Dickrich zusammen noch leben, wo das ganz präsentiert auch. Ganz genau, wir hatten so am Dezember den ersten Konzert eigentlich nur den CD-Release halt zu Dickrich zu machen, da das so vertagt ging, aus den üblichen Gründen. Und weil wir hoffen, dass das nur der Christvakanz kann am Januar stattfinden. Und sobald man geringe Loot kriegen, haben wir dann noch direkt ein Datum und dann wird den annonciert. Und dann wären wir ganz froh, wenn die Leute kommen. Und sie brauchen nicht zu fährten, weil ich meine, es gibt nicht viele Plätze, wo die Männer gefährlich ist, so günstig wie an der Kultur, am Theater, am Kino, an den Kirchen, an den Konzertsälen. Also zu Hause ist es sicher mehr gefährlich wie da. Und ich weiß auch schon vom Hirsch hier, dass Leute, die auf die ersten Konzerte kommen, no März am Anfang, die immens froh sind, wenn sie können so etwas miterleben. Und das ist ein Erlebnis, das nicht kompensiert kriegt am Computer oder am Internet. Die hat auf jeden Fall dann genug Zeit für zu proben, für den Konzert. Ich gehe so immer weiter darüber schwätzen. Lauscht mal einfach ein Kehr an so eine Probe ran.
Schön. Also ich muss schon noch den ganzen CD und ich mal ugelauscht, das Ganze so ein spirituell sich am Anfang und fand wie ein bisschen wie ein Gerät. Du warst so mitgeholt gehen durch die Welt, studiert, für immer gesehen, auch durch Zeiten. Also wirklich interessant. Majo, da bin ich ganz, ganz froh, weil das was wir wollen erreichen. Mit dem CD es sind ganz viele CD-Aufnahmen mit Trompette und Orgel und Marché. Und den heute setzt sich vielleicht ein bisschen auf, weil es keine Arrangementer sind. Oft sind CDen mit Trompette und Orgel oder Repertoire sind Sachen, die Barock-Konzerto waren ursprünglich für Orchester und Geige, die dann arrangiert wurden. In diesem Fall ist das nicht der Fall. Also wir haben heute Originalwerke drauf. Das heißt Werke, die im 20. Jahrhundert und am 21. Jahrhundert komponiert wurden. Und am Anfang wirklich dann komplementär sind zu dem Repertoire, den er Mauer hat, von den Orgel und Trompette denkt. Weil hier sind wir nicht an der Brillanz, mehr echter an der Sicht, echter an andere Farben. Also das ist nicht so göllen und silberisch, wie sich das vorstellt bei Trompette und Orgel, aber das ist mehr beschaulich, mehr meditativ vielleicht. Und das ist ein Ries und können den von den Deller auf die Gipfeln anderen zurück. Und dafür eignet sich auch die ganz spezielle Akustik von der Philharmonie ganz gut. Auch für die Orgel ernst vorzustellen, wie sie gewinnt das, mit all seinen Schattierungen. Und noch den Adam hält eine Panoplie von Trompetten mit ganz verschiedenen Dämpfern und Klangfarben. Und das ist eine Sicht nur Klangfarben auch eigentlich. Wenn Leute interessiert sind, die nicht wollen, bis der Konzert werden, den CD-Kredit zu kaufen, wo? Den CD-Kredit selbstverständlich zu kaufen, und wir hoffen, dass noch viel gekauft wird. Und, natürlich kriegt ihr im Internet, aber die Leute, die wollen direkt kriegen können an den Librarien am Raum Dickrich-Ettelbreck und auch aber beim Syndikat zu Dickrich, Syndikat-Initiativ, den, wenn die Leute ihnen ein Mail machen oder anrufen, ihnen sie auch heimschickt. Also bestimmt einen flotten Christkado. Ich hoffe, dass das mit dem Konzert, dass das dann noch klappt am Januar. So, und merci. Ja, ganz gerne. Den Adventshopping heute zu Dickrich ass ja schon de letzte Weekend lanciert gin wo Geschäfter Sondes ophaten. Aber auch den nächste Weekendrem aus großen Christshopping gesot, mat den anderem auch enger Nocturne, also unbedingt notieren. Besonderer Punkto Kleidung hat jo well richtig größt Ugebotheit zu Dickrich. 2 neue Pop-up-Shoppen, 2 Couture-Ateliers an divers andere Boutiquen. Nicht Männer wie 10 Textilgeschäfte kann en well hier an der Stadt fangen, an der Klarstanderei, da das den Vorvoglam auf der Liberationsplatz. Willkommen an unserem neuen Boutique Vorglam. Heute zu Dickrich, es sind Nadia Oliveira, es sind Associé und mein Mann Marques Pedro aus der Gérant von unserem Boutique. Unser Dreh am Vorglam hat am Dezember 2017 angefangen. Wir kennen uns auch vielleicht schon, weil wir waren an der Rue Stavlo heute zu Dickrich und seit einem Monat und halb sind wir hier an der Großgasse zu Dickrich. Wir präsentieren jetzt Kleider für Damen, Herren und Kanner. Kannerkleider gehen von 4 Jahren bis 14 Jahren. Und bei den Herren haben eine Gamme mehr casual, ein bisschen schick auch. Und für die Damen auch so an derselben Gamme.
könnt euch auch gerne am Facebook suivieren. Allwoch ma Neuigkeiten immer 10 bis 12 Artikeln ungefähr. Ja, du könnt ein bisschen den Genre auch gucken. Wir schaffen hauptsächlich auch mit portugiesisch Marken, die in Portugal auch produziert gehen. Auch eine ganz gute Qualität. Da hat auch die Möglichkeit zu gucken zu kommen. Wir sind den 18. Dezember für Nutzshopping ab bis 20 Uhr. An de Sonden sind wir auch op von 2 bis 6. Also am Moment die schlechte Zeit draußen und wir können alles aber auch schön undoen für daheim mit der Familie zu feiern. Und vielleicht auch eine gute Occasion für ein kleines Scheck-Cadeau, für eine Menge Frieden zu machen. Bei uns fand auch noch viele Accessoires für eine Menge Frieden zu machen und noch Masken. Kommt gerne mit der ganzen Familie. Es sind all die Scheife, die ich zu beraten. Gibt mich ganz viel Frieden. Merci, bis dann. Karamot an der Großgas ist schon eine 10 Jahre zu Dickrich etabliert. Und Besitzerin Elfi Heinrich als Frau, die schwer gemacht zu haben. Mit Jahren hat die Klientel nämlich zugeholt und entretemps kommen die Leute aus dem ganzen Land bei sie kaufen. Moin, ich bin Elfi Heinrich. Ich bin Inhaberin von der Boutique Karamode an der Großgas Ning an Dickrich. Es sind bald 11 Jahre, doch vor 5 Jahren an der Großgas. Ich bin ganz hoffrig und froh, dass ich am Konfinement aufhängen konnte und durfte. Es war ein ganz guter Sommer. Das also unter anderem die vielen Attraktionen und Aktionen zu verdanken, die die Dickrischer Union Kommerzial für ihr Geschäftsleute organisiert hat. Das muss morgen gesagt werden. Zu meiner Boutique ist schon Sachen, teilweise bis Größe 60, ist schon aber auch viel Größe 36, 38, 40. Es sind viele Spezialsachen dabei, die nicht jeder Verein hat. Dafür habe ich auch alles nur 1 oder 2 Mal. Wir noch Accessoires, Poschen, Schals, Händchen, Mutzen. Es sind noch ganz tolle Masken, Verrecktmasken, Maske für die Wand da, Bequemmasken, Spezialmasken. Da muss man sich selber dezidieren, was man da hält. Und dann ist noch zu sagen, dass ich alle 3 Wochen spätestens eine fast neue Kollektion habe, weil ich ja alles nur 1 oder 2 Mal habe. Dafür wäre es ganz interessant, mal ranzukommen und zu gucken. Wir sind alltag ab, von 10 bis um 6 Uhr abends. Toujours durch, auch an der Mittagsstunde. Ich gebe mich freuen, wenn ihr mal langs kommt, an Boutique Karamode, Großgas Ning an Dickrich. Vielleicht bis geschwind. Merci. An unserer Serie Dickrich Kart, da holen wir euch heute mit an der Café Mich an der Fußgängerzone. Die Chefin, die hier selber an dem Garten besteht, hat neuerdings eine ganz neue Formel von Essen, die ganz der Zeit angepasst ist. Moin, ich bin Simon vom Café Mich, Dickrich. Wir sind hier an der Fußgängerzone Nummer 8 Rue de Brabant. Und es geht schon seit 24 Jahren. Wir machen ganz viele Lützeburg-Sachen, so wie Weinsaucis, Schwingsbrot, Traditionalplan wie Kniddeln zum Beispiel. Aber wir haben das Jahr auch angefangen, vegan zu kochen. Gerade an der Zeit, wo alles so war, da haben wir Planer emporté gemacht. Und du hast der vegane Plat immens gut gekommen. Also, es gibt global vegan, vegetarisch und die Sache mit Fleisch. Heute habe ich gedacht, stelle ich ein Plat vor, wo ich schon öfters gemacht habe. Das sind indischen Linsencurry mit roten Linsen, mit Gemüse, mit Zwiebeln, Knoblauch, indisch Gewürze. Also ich meine Olivenöl an einen großen Pan oder an einen großen Töpfen. Da gehen Zwiebeln noch gebroten an den Knoblauch.
Danach kommen die Linsen mit dran und auf die Linsen machen ich dann Ingwer und die verschiedenen Gewürze. Das ist ein bisschen nach Ferde Goût, wie viel Chili dran mischt, Curry oder auch verschiedene indische Mischungen. Das kann ich ein bisschen selber rausfinden, was ich gerne. Dann wird das alles ein bisschen aufgebraten, so wie bei einem Risotto, gehen die Linsen noch ein bisschen gut durchgereiert. Und wenn die gut durchgereiert gehen, dann danach kommen die Mueten mit drauf. Die gehen auch ein bisschen kurz mit aufgebraten, nicht zu fest. Und da wird aufgelöscht mit dem vegetarischen Bouillon und mit der Kokosmilch. Da mache ich ein bisschen Salz dabei, ich hole immer Kraftsalz, wo unbehandelt ist, wie noch alles Gutes dran ist, Mineralien und alles. Und dann wird das ein bisschen loskochen gelassen, so 10-15 Minuten, dazwischen umrühren, auch wie bei einem Risotto, bis die Linsen Müll sind. Und zum Schluss schmecken ich ein bisschen auf, ob genug Salz ist, genug Gewürze dran sind und ob die Linsen noch schön Müll sind. Voilà, und dabei serviere ich den Reis und kann ihn auch noch gut Fladenbrot dabei servieren, das schmeckt auch ganz gut. Den veganen Plat, den ich euch heute vorgestellt habe, den kriegt ihr auch bei uns als Menü. Das heißt, ihr kriegt ein Entree, das ist dann meistens ein veganer Suppe. Und im Dessert, das sind veganen Kuchen, heute einen schönen Mutterkuchen gemacht, veganen. Und das könnt ihr alles mal holen. Ihr könnt natürlich auch mal probieren, das selber noch zu kochen daheim. Aber die ganze Zeit, wo wir zu waren, am ersten Konfinement, haben wir angefangen, die Sachen auch emporté zu machen. Und wir haben den Leuten angeboten, dass sie einen Dipperscher mitbringen. So dass wir ein bisschen Auffall vermeiden und wir das dann auffüllen direkt an hier Dipperscher. Und neuerdings haben wir auch angefordert, dass wir auch liefern. Natürlich nicht mehr dickrig an dem Gegend, aber das tun wir noch ganz neu, dass ab 15 € kommen wir auch bei Echem oder bei euch auf dem Büro und ihr könnt alles mitholen. Merci. Ade. Ruft deinen Sohn um 80 31 65. Wir machen alles für Sprat, was er gerne hat, und liefern euch heim oder die kommt bei sich. Merci vielmals. Heimliefern, das möchte übrigens auch den Metzler von Dickrich, der neue Präsident vom Lützeburger Märkteverband, der Nachfolger also vom bekannten Niki Kirsch, den wird sich neuerdings heute zu Dickrich mit einer Metzlerei mit Partyservice näher gelost. Guten Morgen, mein Name ist Chef. Ich kenne bestimmt von den März. Wir sind praktisch auf allen Märkten im Land, ob das hier am Norden ist oder am Süden. In der Stadt sind wir natürlich auch auf Mittelgegenden wie Remisch, Schengen oder Gelbenmacher von der Eis. Wir haben aber auch immer hier zu Dickrich gemacht. Und neuerdings haben wir auch heute zu Dickrich Leubutik. Wir haben seit dem 1. November vom Herrn Reckinger Pohl, Firma Sachsen, überholt. Er selber, der Pohl, war 22 Jahre dran. Und er will noch ein bisschen an Pension gehen und er will zu mir überholt. Metzlerei Bursch gibt es seit 2001. Da haben wir ein Kabinett gehabt und dann sind wir auf den Markt gefahren. In der Zwischenzeit haben wir aber ein zweites Kabinett, das von Haus zu Haus fährt. Und als Partyservice haben wir natürlich auch ausgebaut. Und den Partyservice machen wir durch ganz Land, ob das im Norden ist oder mehr im Süden. Und da könnt ihr auch von dem, was ihr wollt, bis was ihr braucht. Ob das lokale Plat ist oder fertiges Menü. Heute zu Dickrich am Boutique kommen der Gilbert und Heidi und ich auch selber, die immer da sind für euch alle Wünsche zu erfüllen. Und wir freuen uns auf euren Besuch. Merci. Heidi. Und damit geht als Emission von Haut op den an. Nachstehen feiert ich nicht gerade für unter dir. Wenn du also noch ein bisschen Christshopping machen, da kommt traurig mal bis auf Dickrich. Da geht es auf alle Fall genug zu gucken und zu schmecken.
An dofir lossen sech auch zum Schluss mat engem flotten Cocktailtipp vum Dickrecher Barkeeper Clement Elli. Ech fir mein Deel wënschen ichch ganz schön feierdeich, e gute Rutsch, a virun allem bleibt gesund. Bis der dann Jahr. Bienvenue au Café Mich. Aujourd'hui, vous savez, c'est les fêtes de fin d'année, on se prépare, on achète déjà tout ce qu'il faut pour manger et tout. Mais est-ce que vous avez pensé à l'apéritif pour le jour de Noël? Sinon, aujourd'hui, je vais vous proposer un excellent cocktail avec des produits spécialement prévus pour Noël. Donc, j'aurais prévu un sirop de pain d'épices que j'ai fait moi-même, du jus de cranberry et du jus de poire de fruits de saison, la mère luxembourgeois Bator, qui est avec un petit goût orange et pomme. Et avec ceci, j'aurais fait une vodka que j'ai moi-même infusée avec du citron, avec des pelures de citron. Je vais vous mettre une petite touche d'angostura bitter. Ça va rajouter une petite touche de fraîcheur orange. Donc il sera réalisé dans un shaker. Je pense que vous pouvez tous en trouver un facilement au Cactus et servi dans un verre très basique. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va commencer par rafraîchir le verre. Ça ne sert à rien de le tourner trop longtemps, car le temps que l'on fasse le cocktail, le verre sera rafraîchi. Voilà, on remplit le shaker à peu près aux 2 tiers et on commence tout de suite avec le sirop de pain d'épices maison. Pour ce faire, pour un verre, je mets 1 centilitre. Voilà. Comme ceci. On va continuer avec le jus de cranberry. Là, je vais en mettre 6 centilitres pour un verre. On continue avec le jus de poire. Je vais aussi en mettre 6 centilitres pour un verre. Voilà. On va continuer avec le Bator. Alors là, je vais en mettre 1,5 centilitres pour un verre. On continue avec la vodka que j'ai infusée au citron. Nous allons en mettre 4,5 centilitres pour un verre. Voilà. Et enfin, 2 petites taches de bitter orange. Ensuite, pensez à bien enlever le surplus d'eau du verre. Vous faites de même avec votre shaker. Voilà. Et maintenant, la partie la plus spectaculaire, le shake. N'ayez pas peur de shaker longtemps. Au contraire, c'est mieux. Mais comme on dit dans notre métier, pas plus de 7 secondes. Et ensuite, nous allons verser dans notre verre. Voilà. Une petite paille. Préférez les pailles en carton ou en plastique réutilisable. Et on va décorer avec un petit morceau de pain d'épices avec ses zestes d'orange. Et je vous présente le cocktail, ce n'est pas le dernier Noël.